Schönen guten Morgen. Wir sind hier beim Familien- und Integrationsministerium an der Stadt und stellen Ihnen Projekte vor, die wir am Kader vom Plan d'Action National für Integration unterstützen. Diese 10 Projekte gehen zwischen Juli 2021 und Dezember 2022 umgesetzt, für das Zusammenleben hier zu Lützeburg zu fördern. Wir machen uns auf den Weg. Guten Morgen alle Gouer. Wir sind bei der Abtei Neumünster, die uns ihr neues Projekt für Société en Bande Dessinée weisen, Projekt, das das Familienministerium unterstützt. Da kommt mit, wir gehen mal gucken. So, wir sind hier im Haus Neumünster, Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster. Wir sind ein kulturelles Zentrum, das schon ganz viel am Bereich von soziokulturellen Bereich geschafft hat, auch noch schafft. An die Idee kommt, weil wir am letzten Jahr eine Künstlerinnenresidenz hatten mit 2 Künstlerinnen aus Argentinien, die schon ganz viel geschafft haben mit Migrantinnen aus Frankreich und woanders auch Workshops gegeben haben. Also Projekte sind Bande Dessinée Projekt, also wirklich so Comic, im Bereich vom Comic, wo Geschichten, die wirklich real geschieht sind, also wirklich von dieser Mikrohistorie von Frauen, die viel erlebt haben, von der Migration, auch Geschichten, die könnten auch ganz tragisch sein oder ganz witzig, also je nachdem, auch was wir für Partizipanten haben, die dann geschrieben gehen von einer Schriftstellerin, Vanessa Buffone, und die dann noch übersetzt gehen auf einem Medium, das doch ganz populär ist, und das ist der Comic. Wir können hier mitmachen, also das ist ein Projekt offen für alle Migrantinnen, die Lust haben, ein paar Sessions, ungefähr 5 Interviews zu kommen, und auch mit der Schriftstellerin Vanessa Buffone zu schaffen, auch die Geschichten zu erzählen. Das ist offen auch für alle Frauen, also Kompagnen von Migranten oder Migrantinnen, die auch etwas erzählen wollen, weil das natürlich einen Einfluss hat auf ihr Leben. Und das ist offen wirklich für alle. Es fängt an, am Hirst. Aber wir hoffen, dass wir in ein paar Monaten auch fertig sind, sodass Vanessa Buffone wirklich auch daran arbeiten kann. Und dann auch die Témoignagen dann auch den BD-Künstlerinnen geben, und sie werden bei uns dann die Residenz machen.